Ich will nach Frankreich in die Ferien, aber ich habe noch kein Auto. Ich bin jetzt in Zürich angekommen und jetzt ab, das Auto holen. So, Auto ist abgeholt, Gepäck ready und jetzt geht's ab in die kurzen Ferien ins Elsass. Also wir sind schon ein bisschen on the way Richtung Basel bzw. Richtung Elsass. Wir sind wahrscheinlich gerade in der Nähe von Manitor und Grüße gehen auf jeden Fall nicht raus an dieser Stelle. Bis jetzt haben wir nur Scheisswetter gehabt, aber eventuell kommt es noch ein bisschen besser. Ich hoffe es auf jeden Fall. Nicht nur für mich, aber auch für die Aufnahme. Wir sind jetzt auch hier in einem Dörfli, das nennt sich Eggisheim. Stimmt, oder? Ja. Und ja, ich sehe jetzt, es sieht richtig so elsässisch aus, wenn man das so sieht. Und ja, es ist wirklich so ein kleines, herziges Dörfli. Aber es ist kein Sau hier. Kannst du mal bleiben mit der Kamera? Es ist wirklich niemand in diesem Dörfli. Das ist nicht lange gesagt. Also hier jetzt überall so ein bisschen Infotafeln in dem kleinen Dörfli hier. Und es war noch interessant, dass es ein kleines Dörfli war, wo eben aus wirtschaftlichen Gründen sind die Leute hierher gezogen, im Mittelalter dann sozusagen fast, sind die Leute hergezögert, weil sie ein bisschen Schutz braucht haben. Und hier, so in der runden Form, ist das nur aus wirtschaftlichen Gründen für die Reichen. Haben wir neue Infos? Ja, das ist scheiße auf die Infos. Wir waren gerade einkaufen in einem irgendwelchen Laden. Ziemlich gross gewesen. Hier ein kurzer Sneak Peek. Also etwas muss ich sagen. Und zwar, die Franzosen, die fahren wie Taffalt. Du parkierst auch nicht gerade gut. Hä? Und jetzt gibt es noch eine kurze Roomtour. Wenn man hier kommt, hat es noch ein kleines Lavabo, wieso nicht? Ja, ist ein bisschen tief für normale Verhältnisse. Hier haben wir noch das WC, ist ein entspannendes WC, ganz chillig. Hier, keine Ahnung was das ist, vielleicht ein Brunnen oder für, wo man das Wasser kann holen kann, weiß nicht genau. Hier gibt es noch standesgemäß Spiegel, wo alle 15-jährigen Instagram-Girls, die eine Spiegelreflexkamera haben, ein Foto machen. Auch hier haben wir noch eine Waffe. Wieso nicht wieso, aber hier eine Waffe, aber für die Verteidigung wahrscheinlich oder so irgendwie. Und hier, komischerweise, sind hier schon Zahnbürsten gewesen, wenn wir reingekommen sind. Also verstanden, wirklich nicht. Wieso? Wenn wir jetzt rausgehen aus dem Zimmer, dann sehen wir hier nochmal einen Spiegel. Ist komisch, wieso so viele Spiegel hat. Wahrscheinlich ja, für die ganzen Girls da draussen. Und hier hat es irgendwie also eine Couch, aber ich weiß nicht wieso, aber die so groß und flach ist. Das ist speziell, wirklich speziell. Hier haben wir noch ein Tablet von Samsung. Ich weiß auch nicht genau, wieso sie da das Tablet aufgehängt haben. Ja, ist ganz komisch. Und hier, was ist das schon nochmal hier? Für was kann man das da brauchen? Und wieso ist die Schokoladenbrötchen nicht hier? Ja, das ist das Telefon. Ah, das ist das Telefon, okay. Merci. Hallo?
deine Schnurren alle, ganz ehrlich. Nicht über dem Telefon gewesen, sorry. Ja, zusammengefasst kann man so sagen, dass das Zimmer relativ nice ist. Aber ich verstehe nicht ganz alles, was in dem Zimmer von Entscheidungen getroffen ist. Und da unten ist noch unser Auto. Es ist mittlerweile der zweite Morgen hier in Colmar. Ich bin noch todesmüde, du wahrscheinlich auch, oder? Oh ja. Und wir gehen jetzt gleich zum Morgenessen. Wir sind jetzt hier nochmal zurück in dem riesigen Einkaufszentrum von gestern. Und wir gönnen uns jetzt hier ein Zmörgeli. Und wir gehen auch heute irgendeinen krassen Trip machen. Wir fahren die ganze Zeit hin und her und machen Sachen und lachen. So, wir sind jetzt im nächsten kleinen Dörfli angekommen. Das heisst Kaisersberg. Und es ist wirklich auch noch so ein kleines, herziges Dörfli, wie schon eigentlich gestern. Und ich bin hier ein bisschen dunkel eingestellt mit mir scheiß Frisur. Macht nichts. Falls ihr euch wundert, das sieht ungefähr jedes Dörfli hier im Elsass genau gleich aus. Also nicht untere. Nein, wir gehen etwas anderes auf, aber es sieht jedes Mal genau gleich aus. Also weiter zum nächsten Dorf. Let's go! Also wie sie im nächsten Dorf, es sieht genau haargenau gleich aus wie in allen anderen Dörfern. Ich sehe noch verschlafen aus, ich weiss nicht was. Ja, wir waren eben schon gestern am Abend hier in der Stadt gewesen, und gestern sind wir dort in dem Restaurant gegessen. Haben wir typisch elsässisch Flammkuchen gegessen, das war ziemlich nice gewesen. Gestern am Abend konnte ich leider nicht mehr filmen wirklich in der Stadt, weil es schon zu dunkel war. Aber dafür gibt es jetzt noch ein paar richtig frische Impressionen von der Stadt hier. Wir sitzen in der nächsten Stadt und die nennt sich Colmar. Das ist wahrscheinlich die ihr wahrscheinlich am ehesten noch würdet kennen. Das ist ziemlich nice, ziemlich schön und endlich mal ein bisschen schönes Wetter. There's a place higher than this, higher than this, higher than this. When I saw you without me, thought of another half-sad melody. I wanna take you to better places. Also damit neigt sich der zweite Tag langsam am Ende zu. Wir haben heute viel gemacht, wir haben ein paar kleine Dörfler abchecken, wir haben viel Mögliches gesehen, wahrscheinlich auch geile Aufnahmen gegeben und geile Aufnahmen gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wahrscheinlich machen wir heute nicht mehr viel. Jetzt noch Colmar gesehen, ein bisschen das, alles ein bisschen abchecken. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Das Elsass generell ist wirklich schön. Und jetzt machen wir jetzt heute mal wahrscheinlich nicht mehr viel Spezielles. Ich nehme euch wahrscheinlich erst morgen mit. Und ja. Also es ist mittlerweile schon der letzte Morgen hier im Zimmer. Es ist schon ein bisschen traurige Stimmung, aber ich lasse es ein bisschen auffrischen mit einem kleinen Trick, oder? Oh shit! Ja! So, das wäre es in dem Fall mit unserem zweitägigen Aufenthalt hier in dem Hotel zu Colmar. Es war nice, oder? Mhm. Und heute geht es auf Freiburg in Breisgau. Let's fucking go! Wir sind jetzt auch kurz Freiburg im Breisgau und es ist scheiß Wetter, also wirklich. So, ich bin hier gerade zurück aus Stauf
offen, es ist wirklich immer noch absolut scheiß Wetter. Zu Freiburg haben wir ein paar Sachen filmen, aber hier, wie gesagt, Ausnahmesituation, es schneit hier in Deutschland. Was ist nicht mehr los? Absolut scheiß Wetter gewesen den ganzen Tag. Ich habe die Fotze, aber ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen fahren, das filme ich leider nicht mehr, weil ich will nicht meinen Oberkörper im Winter filmen, Entschuldigung. Ciao zusammen. Wir sind jetzt also hier in der Stadt Staufen. Ich komme jetzt gerade hier aus dem Fluss von vorher. Man sieht es mir an, ich sehe richtig abgefuckt aus. Aber nein, die Stadt ist speziell in der Hinsicht, das war wahrscheinlich extrem viel in den News gewesen in den letzten Jahren, weil irgendwie durch die Erdwärmesonde, die man in die Erde ballert, für das man im Haus warm hat, das haben sie hier gemacht und dann hat es ein Problem gegeben mit dem Boden und so weiter. Und ja, hier rot ist nicht. Und genau wegen dem hat es hier in diesem Dorf in zahlreichen Häusern so ein bisschen Risse im Haus. Sozusagen das Haus fliegt fast wie zusammen in einzelnen Häusern, weil eben der Boden sozusagen angehoben ist und nein, die Häuser so ein bisschen kaputt gegangen. Ja, hier ein paar kurze Einblendungen von dem. Bildungskanal Pumpkin, man kennt ihn. Nein, ja, das muss man kurz sagen, weil ich es ziemlich interessant gefunden habe. Auch eben, wieso, was in diesem Dorf überall so kleine Risse hat. Kleine und ziemlich grosse, ja. Und ja, dann ist einfach mal kurz zeigen. Hoffentlich war die Aufnahme gut gewesen. Aber jetzt kommen wir zurück zum regulären Programm. Das ist wirklich das scheissigste Wetter. Ich habe sogar auf meinem Regenschirm eine Skipiste eröffnen. So, ich bin mit zurück in der Schweiz, wie ihr wahrscheinlich gesehen, und es war wirklich ein nicer Trip in Elsass. Obwohl das Wetter nicht oft mitgespielt hat und meistens sogar einfach scheiße war, ist es trotzdem sehr, sehr nice gewesen. Und darum hoffe ich nur, dass euch die Aufnahme gefallen hat in diesem Video. Es war mal ein bisschen ein anderer Vlog, so ein bisschen Travel-Vlog. Und wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, bin ich nicht mit meinem eigenen Auto ins Elsass gefahren, sondern mit einem Auto, das ich bekommen habe von Seat. Danke nochmal an der Stelle für das Auto, sonst hätte ich gar nicht gehen können. Und ich glaube eben, dass das Video nicht so einen riesigen Werbecharakter hat, beziehungsweise dass man das gar nicht so extrem gemerkt hat, weil ich halt einfach das Auto gebraucht und ja, das war halt einfach eine gute Chance für mich und ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal komplett gratis. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, merci, seid ihr mit dabei gewesen bei diesem Video und bis zum nächsten Video.